Ah ja, Eva. Wunderbar. Ich gucke immer mal wieder am Anfang direkt rein auf YouTube, ob auch wirklich alles funktioniert, ob ich online bin, ob die Verbindung soweit stabil und gut aussieht. Das sieht soweit alles in Ordnung aus. Und jetzt fängt wieder das obligatorische Warten an, würde ich sagen. Das heißt, wir warten jetzt wieder auf andere Leute. Servus Andi. Freut mich besonders, dass hier wieder Leute da sind. Es war ziemlich früh, muss ich sagen. Das ist ziemlich gut. Da muss ich keinen 5-Minuten-Monolog halten, bevor überhaupt jemand da ist. Insofern, wie gesagt, am Anfang gucke ich immer bei mir auf dem PC noch mit drauf, ob alles funktioniert, ob ich online bin und ob die Einstellungen soweit stimmen, ob der Stream funktioniert, das heißt, ob er läuft. Ja, und ansonsten dürfte ich circa eine 10-sekündige Verzögerung haben. Freut mich auf jeden Fall, dass du hierher gefunden hast, Andi. Wir warten jetzt mal bis genug Leute sind, sagen wir mal so 4, 5 Leute. Das ist normalerweise die Truppe, die so hier ist. Und spätestens um Viertel noch fangen wir an. Dem Glöckchen habe ich das zu verdanken. Sehr gut. Wird wahrscheinlich dann YouTube schon gesagt haben, Yankee hat einen Livestream gestartet. Ja, 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 ja. Ich wäre häufig auch erst über das Glöckchen YouTube darauf aufmerksam, dass andere Leute gerade bei sind, irgendwas zu machen. Von daher, jo, das ist halt das, ne? Genau, sehr schön. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass ich hier so circa eine 10-sekündige, dass wir so 10-sekündige Verzögerung haben. Das heißt, wenn ich im Spiel euch irgendwas hoch, da werde ich mich erstmal wieder ein bisschen zurücklehnen und dann erstmal hier Prost. Einen Schluck Wasser trinke und dann könnt ihr in Ruhe entscheiden. Weil mein Motto ist immer, die Let's Plays, die gestalte ich für euch und die Streams, die gestalten wir gemeinsam. Das heißt, bei entsprechender Entscheidungen und so weiter und so fort habt ihr es auf jeden Fall in der Hand zu entscheiden, was gemacht wird. Ja, Prost, genau. Ach ja, es freut mich. Sag mal, Andi, hast du es hierher geschafft wegen dem Spiel? Was hat dich hier dran interessiert? Das interessiert mich immer, dieses Feedback, was die Leute reizt, dass sie bei mir so reingucken. Und damit ich auf solche Punkte eher eingehen kann, ob es an der Spiele liegt, die ich da gerade spiele, weil die aktuell sind, oder ob das daran liegt, dass die generell bei mir gerne Livestream sehen, weil die eventuell sehen wollen, wie jemand das Spiel auf pelzig kommentiert. Das würde mich einfach mal interessieren, damit ich einfach auch wieder Feedback habe. Und weiß, worauf die Leute bei mir ankommt. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr wichtiger Ansatz, finde ich, weil ohne zu wissen, was den Leuten gefällt, könnte ich jetzt zig Sachen machen und es wird nie funktionieren. Man muss ja mit den Leuten retten, man muss ja mit den Leuten hier Aug in Aug, hier ist das Auge, genau, muss man mit den Leuten kommunizieren und mit ihnen abmachen, was reizt euch eigentlich an meinem Kanal, was reizt euch eigentlich total, bei mir reinzugucken, wie kann ich euch unterhalte, wie kann ich euch halte auch überhaupt. Ja, das Spiel kennst du gar nicht. Ich bin wegen Baldur's Gate und Secret of Mana auf dich gestoßen und natürlich auch, weil du ein Landsmann bist. Yay, noch ein Pelzer, saugut. Okay, also habe ich dich in dem Fall dadurch angesprochen, dass ich Klassikspiele spiele und eben wegen Pelzer Dialekt. Das ist doch nicht schlecht. Und ansonsten, ja, The Evil Within 2 kennst du gar nicht. Kennst du auch den Vorgänger gar nicht, The Evil Within? Deswegen ist halt die Frage, wenn du wegen deiner Klassikspiele hier bist, was reizt dich an einem Livestream? Mit mir persönlich mal kommunizieren zu können oder ach mal ein Horrorspiel so sehe bei mir? Das wird mich auch mal interessieren. Ach ja, Feedback mit den Leuten, großartig. Das ist das, was ich so sehr am Stream zu schätzen gewusst habe und zu mögen begonnen habe, dass man mit den Leuten einfach direkter sprechen kann. Das ist eine sehr schöne Sache. Ach ja. Also diese Smileys im Chat bei YouTube, die sind echt unter aller Kanone. Wenn ich mir das angucke, wie die hier ohne drunter abgebildet werden, die sind ja goldig, das sind ja so so Standard-Smileys, aber die in YouTube, wenn ich mal die im Chat angucke, Alter, sind das grottehässliche Dinger. Also ich kenn's schon, hab aber nie gespielt und schau nicht deswegen. Macht Spaß, direkt mit dir reden zu können. Okay, das ist da auch mal interessant. Interessantes Feedback, weil mir persönlich kommt es auch eher drauf an, mit den Leuten zu sprechen. Ich finde es auch persönlich
eine sehr interessante Angelegenheit, dass man halt einfach nur sein Let's Plays macht und dann unten drunter schreibt man vielleicht mal jemand in die Kommentare was und dann kommt man so ins Gespräch, sondern so hat man wirklich hier Aug in Aug und kann einfach mal so miteinander kommunizieren. Syltraka, Ach ja. Freut mich, dass du auch wieder da bist. Also generell muss ich auch sagen, was die Betitelung von der einzelnen The Evil Within 2 Streams angeht, habe ich mich eigentlich mittlerweile, ja, am Anfang wollte ich einfach nur Symphonie des Grauens, das find ich, das klingt immer ganz gut. Der heutige Stream, den habe ich jetzt einfach mal Ode an den Wahnsinn genannt. Wer weiß, vielleicht ist dann das nächste Minuett des Horrors oder sowas. Oder Bolero des Horrors. Wird sich zeigen, auf jeden Fall werde ich immer so ein klassisches Musikstück nehmen. Und dann immer irgend so Horrorwort hinter dran. Horror, Grauen, Furcht, erregend, Ekel und so weiter und so fort. Wird bestimmt was Lustiges. Also mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut, weil The Evil Within ja eigentlich auch immer diesen leicht klassischen Anspruch hat. Und wenn ich mal zum Beispiel auch diese Monster so angucke, die sind ja wie dieser Engel im letzten Stream, meine Fresse, also die sind ja schon auch klassisch angehaucht. Ich mag Ode an den Wahnsinn, klingt wie etwas, was ich verfasst haben könnte. Ja, Sonate des Grams wäre doch in dem Fall ganz schön. Sorrow. Sonate des Schreckens. Ja, Gram finde ich eigentlich noch geiler, weil Gram ja auch so etwas Älteres ist, ne? Die Ode finde ich auch gut. Ja, das freut mich auf jeden Fall, wenn das A kommt, weil ich mache mir immer so ein bisschen Gedanke, wie ich die Dinger nennen kann, weil einfach nur weiter geht's, das klingt so wie okay. Das klingt noch nicht drüber nachgedacht und 2 Sekunden einfach mal schnell was hier geklatscht. Und da mag ich gerade bei The Evil Within, was ja eigentlich schon künstlerisch sehr hochwertig ist, auch wenn es halt ziemlich splattermäßig abgeht, finde ich das doch künstlerisch relativ anspruchsvoll bei The Evil Within. Und da habe ich mir gedacht, da könnte man doch mit sowas arbeiten. Oder an den Wahnsinn und Symphonie des Grauens, Sonate des Schreckens klingt auch nicht schlecht. Minuett des Grams oder irgendwas könnte man auch noch verfassen. Also es klingt auf jeden Fall ganz gut. Man kann auf jeden Fall schön damit arbeiten, finde ich. Yo! Ach ja. Ich mag das einfach nicht, wenn die Leute sich nur so 2 Sekunden Zeit nehmen, um mal über irgendwas nachzudenken. Bei meinen Let's Play-Titel ist es auch immer relativ schwierig, weil ich habe das ja nämlich auf dem Schirm, nachdem ich das gespielt habe. Kann es sein, dass ich das 3 Tage später wieder verarbeite und dann weiß ich auch nämlich exakt, was da passiert ist. Das heißt, wenn ich mal meine Thumbnails erstelle, gehe ich dann schon durch die Videos durch und gucke mal immer an, was so passiert ist. Und dann versuche ich es entweder kurz und knackig, ohne große Spoiler, auf den Punkt zu bringen. Oder ich probiere halt irgendwie einen passende urige Titel zu bringen. Beispielsweise bei dieser Baldur's Gate Episode heute. Ich meine, man landet mit dem Schiff direkt unter Wasser im Shao-Gin-Reich. Und was wäre dann da passend als unter dem Meer? Unter dem Meer. Von daher, es gibt einfach so prägnante Dinger, die passen einfach. Und gerade solche Titel wie Unter dem Meer, das sind so Dinger, das kennen die Leute. Und dann spricht die das eher an und reizt die vielleicht auch mal eher dazu reinzuklicken. Also ich versuche auch irgendwie so was öffentlich Wirksames zu finden, damit die Leute auch so auf die Videos aufmerksam machen, weil als allermeiste, das geht klar, geht über Mundpropaganda, aber wenn jemand einfach mal was Ähnliches hört. Ah, Skarin ist da. Sag ihm bitte einen Gruß von mir. Alles klar. Schade, dass du dann nämlich da bist, aber sag Skarin auf jeden Fall einen Gruß von mir. Ja, hatte einen Ohrwurm. Ja, natürlich, wenn man das hört, wieder Unter dem Meer, dann ist es sofort klar, dass man dieses Lied im Kopf hat und es soll ja entsprechend auch die Leute so ansprechen. Und wie gesagt, das Allermeiste geht natürlich über Mundpropaganda von wegen, ja, du, der Yankee, den kannst du ja mal angucken, der ist nicht schlecht. Aber wenn die Leute sich das halt einmal angucken, das muss die Leute auch ansprechen. Dementsprechend versuche ich halt auch über die Titel dermaßen zu arbeiten. Und das Ganze noch irgendwie, wenn möglich, mit den Thumbnails abzustimmen. Also es ist schon etwas größere Arbeit, als so mancher denkt, der das bisher noch nicht gemacht hat und einfach nur die fertigen Produkte kennt. Deswegen finde ich es ja auch gerade gemein, wenn man so Small-YouTuber, die eigentlich noch in ihrer Lernphase sind, dass die dann teilweise so stark kritisiert werden. Ich meine, die Leute lernen es erst und ich bin auch noch dicke in der Lernphase mit drin. Von daher, mir ist es noch nie ein Meester vom Himmel gefallen und wir wollen alle nur Entertainer. Dumme Dinge, was heißt hier dumme Dinge? Achso, Skarin hijackt deine Tastatur. Hauptsache mal dumme Dinge reingeschrieben, ne? Ja, solange man nicht
Ach du Scheiße, das entwickelt sich hier gerade zu so einem richtigen Hackerkrieg. Ich stelle mir euch gerade so richtig vor, wie ihr so beide an der Tastatur hockt. Lass mich dran, nein, ich will doch, nein. Zum Schluss endet das damit, dass irgendjemand so mit dem Arm auf Abstand kalte wird und versucht noch jemand zu fuchteln. Und der andere schreibt einhändig noch irgendeinen Quatsch. Und dann steht dann irgendwann im Chat nur noch... Und so kommen Murloc-Geräusche zustande. Denken Sie mal drüber nach. Ach ja. Worte. Ach ja, ach ja. Gut. Genau das. Genau das. Wobei ich glaube, die Umschreibung von Murloc Sounds ist M5R, G und 3L. Ich glaube, das dürfte so die Umschreibung von einem Murloc Sound sein. Ach ja. Jetzt habe ich eine Idee gebaut. Ja, Entschuldigung. Ach ja, ach ja. Ich will gerne wissen, was für Ideen das sind, aber... ja, so in etwa, nur ohne die 5 dazwischen. So... Das ist auch so eine wunderschöne Konsonantensprache, Murloc-Sprache, so wie Hebräisch. Ach ja, ach ja. Jetzt wartet man trotzdem noch, bis ein paar Leute dazukommen. Wobei auch an all diejenigen, die über keine Chat-Funktionen verfügen, beziehungsweise nicht gerade mitschreiben können, nochmal Hallo, Hallo und vielen, vielen Dank. Weil bisher sind es ja nur 2 Leute. Skarin zähle ich mal nicht mit. Skarin zähle ich mal zu Syltrakar mit, weil ihr unter einem Namen hier online seid. Deswegen, es scheinen hier noch 2 andere Leute mit dabei zu sein, die sich nicht über Chat verständigen. Von daher nochmal auch an euch, ihr werdet immer leicht vergessen von anderen Leuten, die Streams starten, von mir definitiv nicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Was ist dir? Hey. Ach ja, ach ja. Und ja, Skarin, dich muss ich leider mit Syltrakar zusammenpacken. Ihr müsst zusammenzählen, das ist halt so, das ist halt das. Dumm. Also wie gesagt, maximal 5 Minuten warte ich noch. Und dann starten wir halt in kleiner Runde und machen das langsam als Aufbau. Sehe ich auch nichts Verkehrtes da drin, muss ich sagen. Von daher, 5 Minuten kann man noch in etwa warten. Ich hoffe, das geht in Ordnung für euch. Wir sind das Kollektiv, genau das. Also gerade wenn man ein Paar ist, entwickelt man so diese Neigung, Person A und Person B, wenn dann so... zu so einem Hermaphroditenklumpen Typ C, das Paar oder das Kollektiv. Es ist halt so, es ist halt wirklich so. Ach ja, ach ja. Aber Kollektiv klingt irgendwie immer für mich so nach einer Hippie-Arbeitsgemeinschaft. Ich weiß auch nicht. Genau. Ach ja. Hermaphroditenklumpen for the win, ne? Igitt. Barthaare im Mundwinkel ist nicht so schön. So, apropos. Dann könnte ich mal wieder so drehen. So. Dann passt es auch wieder eher. Besser. So wie der Spinnenklumpen bei Observer. Also wenn ihr euch als Spinne seht, mir ist das gleich. Aber so ein verbackener, brennender Fleischklumpen, wenn euch das als Fabel und als Umschreibung gut tut, dann tut euch keinen Zwang an. Da ist euch aber schon klar, wenn ich euch zusammen sehe, dass ihr für mich immer der brennende Spinnenfleischklumpen seid. Boah, ich pumpe jetzt schon wieder eine halbe Flasche Wasser hier weg, jetzt mal ohne Witz. Wie soll das dann erst beim Spiel werden? Also gerade vorhin habe ich, als ich hier das Stream eingerichtet habe, habe ich nochmal wegen Steam geguckt. Ich habe hier unten nochmal den Steam-Account bzw. der Steam-Link verlinkt, wo man sich dann The Evil Within 2 runterladen kann. Und ja, da kam dann in dem Video mit dabei, ich habe zwar den Ton ausgeschaltet von meinem PC, aber ich habe zwischenzeitlich so einen Einblick gekriegt, wie die Tochter von Sebastian hier nochmal vorkommt in dieser Horrorversion. Ey, ich habe das nur so aus der Aare-Winkel so gesehen, habe dann das Bild von dieser Tochter gesehen und gedacht, pfui Teufel! Und die sah dermaßen ekelhaft aus, wo ich auch gedacht habe, ey, da werde ich wieder einen trockenen Hals ohne Ende kriege. Gut, dass ich nur mal 1,5 Liter Wasserflasche mitgenommen habe. Aber ich würde sagen, so what, wir legen jetzt los.
Wir legen jetzt los, wer noch zieht, der zieht halt noch. Ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit die erste 20 Minuten oder was hier nur labern. 15 Minuten sind vorbei und wer den Stream nachträglich guckt, der kann die 15 Minuten hier überspringen. Gut, wir setzen das Ganze fort. Möchtest du deinen letzten Spielstand laden? Dein Fortschritt im Spiel wird allerdings deinen automatisch gespeicherten Spielstand überschreiben. Jo, komm, da ist lieber ein Salat. Kapitel 3, Resonanzen. Sebastian ortet ein Signal, das wie Lillys Stimme klingt. Er setzt seinen Kommunikator als Peilsender ein und folgt dem Signal. Genau, die Sidequests hatten wir soweit oder waren ihnen auf der Spur. Und ja, ein paar von den Häusern habe ich schon gecrackt, ein paar stehen noch offen. Das ist das Wunderschöne hier, dass The Evil Within 2 über Sidequests verfügt. Definitiv. So, Sebastians Zimmer. Genau, hier haben wir auch aufgehört. Hier haben wir auch Spiel gespeichert. Da sind wir noch dicke dabei. Da kommen wir jetzt wieder zu O'Neills Unterschlupf. Genau, ja. Aufgemotzt habe ich mich hier schon in der letzten Episode. Sprich, ich habe Waffe und so weiter schon wieder aufgemotzt soweit. Und jetzt können wir wieder raus hier. Spüre den Ursprung der Stimme des Mädchens mit Hilfe des Kommunikators auf. Niemals! Genau, so war die Taschenlampe. Dann wollte ich nochmal auf die Karte gucken. Wir hatten in der letzten Episode das ganze Viertel schon mal ausgeräumt, so viel weiß ich noch. Da waren wir auf jeden Fall um das Signal erstmal zu orten. Und dann war, genau, das hat uns dann dorthin geführt zu die abtrünnigen zweite Passage. Hier unten war ich schon bei dem das Mark Waffenarsenal, da waren wir schon und haben so weit gemacht, wie der Dungeon möglich war. Jetzt muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. So war das, genau. Okay. Gott, der pumpt ja jetzt schon wie ein Maikäfer. Rennt 3 Schritte und man könnte glatt meinen, der wäre Kettenraucher wie ich. Yes, das ist leid. Apropos, das ist auch so etwas, was ihr nie vergessen dürft, wenn ihr meinen Stream guckt. Ich bin Kettenraucher. Oder starker Raucher zumindest. Deswegen die 4 Stunden ohne Zigarette sind für mich echt körperlich anstrengend. Weswegen ich die ganze Zeit labern muss und mich irgendwie bei Laune halten muss. Sonst denke ich ständig, nimm ne Kippe, nimm ne Kippe, nimm ne Kippe, nimm ne Kippe. Und ja, deswegen, das ist halt das. Gut, hallo Kumpels. Was gibt's denn hier Schönes? Oh nee, jetzt kommt bestimmt wieder so ein und der wird weggezuppt. Oder war ich doch schon mal? War ich hier schon? Nee, ich glaube, hier war ich noch nicht. Was heißt denn du? Ah, doch, doch. Ich glaube, hier bin ich doch schon gewesen. Ah, ja. Rach doch Annie, bitte? Also rach doch Annie. Ja, genau, rach doch Annie her. Nee, im Zimmer rach ich nicht. Im Haus generell rach ich nicht. Das finde ich ultra ekelhaft. Ey, die Gosch. Ich rach gern und ich stehe dazu. Das machen die wenigsten mittlerweile. Finde ich schon etwas traurig. Generell sollte man immer zu dem stehen, was man macht. Und generell finde ich es eher charakterschwach. Was zur Hölle? Warum macht's hier Kinderschnaufgeräusche? Ja, mache ich auch nicht. Hast du recht. Ja, und wie gesagt, warum hat sie jetzt so Kinderschnaufgeräusche gemacht? Das ist ekelhaft. Und ja, wie gesagt, ich finde es eher schlimm, wenn die Leute sich selber verleugnen. Weil man sollte zu dem stehen, was man ist und was man macht. Und nein! Dieses Ding. Nein, nicht schon wieder die. Man sollte zu dem stehen, was man macht. Und man ist, was man ist. Und das sollte man nicht verleugnen. Nein, nicht schon wieder die Alt. Oh, das war beim letzten Mal schon so grausam. Das war das Einzige, was ich ganz furchtbar fand. Jetzt bin ich gerade wieder hier drin. Stream gegen Rauchen. Kannst du Leute empfehlen, die aufhören wollen? Ja, genau. Wobei ich denke, nachdem ich dann immer fertig bin noch im Stream, habe ich gar nicht dieses typische Suchtzittern, sondern ich denke einfach nur, boah, jetzt habe ich mal in die verdient. Jetzt gehst mal in die Raucher. Und das geschieht dann auch in aller Eile und nicht mit diesem... Also ich petz mal doch nicht irgendwie 5 hintereinander Reihe oder so, sondern es ist dann Annie, die ich ganz genüsslich noch im Stream rach. Und Gott sei Dank, bitte, bitte lass mich jetzt hier wieder rauskommen. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, das wäre wieder so Level mit der alt. Das war ja ganz, ganz furchtbar im letzten Mal. Mann, oh Meter. Also das Spiel hat immer noch ein paar schicke Überraschungen parat, muss ich sagen.
Bin ja immer gespannt, ob wir jetzt hier noch ein paar Ruhelose finden, weil in der letzten Episode, so geht's mir nach dem Sport. Die Sache ist, Sport habe ich das letzte Mal vor so circa 10 Jahren gemacht, das letzte Mal in der Schule tatsächlich. Also Schulsport ist bei mir Ewigkeiten her, deswegen habe ich auch die Kondition von einem halbtote Gibbon. Also, die ist nicht so, oder von einer halbtote Nacktschnecke, das trifft's wohl eher. Ein Gibbon ist sportlicher als ich. Deswegen ewig keinen Sport mehr gemacht. Ich bump wie ein Maikäfer, wenn ich irgendwie 20 Meter rennen muss. Wobei, so schlimm, dass ich gleich kotzen zusammenbreche, ist es jetzt auch nicht. Aber ich renne nur ungern, ohne Witz. Die Geisterrolle fand ich aber echt... Geisterolle, also fand ich aber echt cool. Ja, also cool gemacht ist die auf jeden Fall. Da gibt's nix. Aber Gewitter Duna Keidel noch einmal, das ist vielleicht übel trotzdem das Level. Machen wir mal ein Hubkonzert. Naja, wie Homer Simpson. So arg glücklicherweise nicht. Also so schlimm wie der Homer, wie er die Geburtstagstorte-Kerze ausblosen will mit diesem... So schlimm ist es glücklicherweise nicht bei mir. Lebst du noch, oder? Ich schieße deine Leute mal vorsichtshalber in den Kopf rein. Man weiß ja nie, ob die nicht nochmal aufstehen. Also Double Tap. Wie man es bei Zombieland gelernt hat. Doppelt hält besser, beziehungsweise Double Tap. Es ist einfach so. So. Das will ich aber haben. Moment, hier habe ich mal... Ah, genau, die Flinte habe ich hier auch noch parat. Lad doch mal die Flinte. Bastel, lad die Flinte nach. Sehr schön. Schrotmunition habe ich jetzt auch wieder parat. Geiler Scheiß. Pistolenmunition habe ich auch wieder. Und irgendwo röchelt's und gröchelt's. Ja, genau deswegen, wie man Zombies anlockt. Mir ist es lieber, wenn ich diese ruhelosen anlock, dann weiß ich, wo die sind. Da muss ich mich nicht ständig mit den Idioten rumprügeln. Ja, es mag Munitionsvergeudung sein, aber auf der anderen Seite, ich finde es besser, als wenn ich mich erschrecke lasse. Das sind auch zwei ganz feine Gentlemen, die sich hier an dem Körper delektieren. Ganz bezaubernd. Na komm. Das kann ich auch aufschießen, oder? Ah, das macht er mit dem Messerlin. Perfekt. So. Ach, scheiß drauf. Hi, Jungs. So wird das gemacht. Ganz einfach. Du muss ich mal keiner Gäver. Ohne Scheiß, du muss ich mal echt keiner Gäver mit Schleichangriff oder so. Du bin ich rabiat. Du gehe ich einfach rein, dreh die der Eis, sag Servus, Bube und ja, schieße über der Haufe. Wozu dann, wenn ich eine Waffe hab? Wozu soll ich dann diese Schleichsache überhaupt machen, wenn ich eine Waffe hab? Oh, ist ja noch irgend so ein Ruheloser unterwegs? Irgendeiner hat mich gesehen. Ah, da ist er, der Ackermann. Tschüss. So, geht doch. Erstmal ein bisschen Hirnmasse einsammeln. Boah, es geht doch nichts über das gute grüne Gel. Ja, ziehen wir mal dort dran. Okay. Mist. Die Türen brauchen wieder Strom. Vielleicht führt diese Leitung zu einer Stromquelle oder so. Ja, oder so. Nennen wir es mal oder so. Hier wird ja so Splash, ja. Hier wird sowieso alles nur mit Klebeband und Gebete zusammengehalten, habe ich irgendwie das Gefühl. Nee, ich mag nicht klettern, ich mag eigentlich die Munition Eissacker, aber dann eben nicht. Gerade mal auf der Karte kurz gucken. Nee, das hat man nichts damit zu tun. Also das ist auch wieder was Optionales. Ich finde es so schön, wie viele optionale Sachen hier möglich sind. Und beim Nature Stream habe ich ja auch schon gesagt, es waren 4 Stunden Stream, so wie jedes imperiale Schiff, ja. Genau, die werden auch nur von Klebeband und Gebete an Sigmar zusammengehalten. Oder alles in Mad Max. Das wird nicht mit Gebete, das wird mit Spucke und mit Flüche zusammengehalten, habe ich doch eher das Gefühl bei Mad Max. Und ja, das Schöne an The Evil Within 2 finde ich einfach, mit meiner Taten ehre ich ihn. V8, genau. Da geht's dann ab noch Valhalla, ne? Und ja, wie gesagt, ich finde es so schön hier bei dem Spiel, dass es so viele optionale Sachen hier gibt. Und 4 Stunden haben wir ja beim letzten Mal gestreamt. Das wären 12 PS4 Let's Plays gewesen. Also man überlege sich mal die Dimensionen von dem Ganzen. Von daher, ich finde es schön, dass wir das im Stream hier machen. Da habe ich einfach wirklich Zeit, das mit euch zu machen. In Glanz und Chrom, richtig.
Okay, dann zieh das Ding doch einmal richtig Bastel. Dann lass mal los. Sei so gut. Und wir kraxeln mal hier hoch. Das hat uns jetzt tierisch weit gebracht. Aha. Nicht schlecht. Also falls mal jemand hier von Ruheloser eingekesselt werden, können wir hier runtergehen. Oh, das sieht aber auch heimisch aus. Da wohnt bestimmt hier der Prinz von dem Viertel. Ganz adlig hier. Meine Güte. Ah, na. Und hier aber gibt's nichts Besonderes oder so. Wo führen dann diese Strommaste überhaupt hier? Gerade mal Lucky machen. Das führt uns dort hier. Und das Ding führt uns da runter. Jetzt ist immer das lustige Rätselraten, wer von uns beiden schreibt. Genau. Ich glaube, die Sache mit Mad Max und Ehre den V8 und so, das war Scarin. Ich glaube, das war Scarin. Da bin ich mal relativ sicher. Prinz Justin des Hillbilly Vororts. Ja, so in etwa. So König Jeremy Pascal der Zweite. Der erste ist leider an Dünnpfiff gestorben. Passiert. Teilweise. So. Ah, Motto. Hätte ich sowieso zu deiner Buwerei gemisst. Okay. Dort. Soll jetzt funktionieren. Das wäre jetzt die Zelda-Musik, wenn sowas passiert. Also wenn man das richtig hinkriegt bei Zelda. Ach ja, alte Zelda-Spiele. Ach, großartig. Müsste ich auch mal irgendwann als Klassik-Let's Play machen. Ich liebe die alten Zelda-Spiele. So, was gibt's denn hier Schönes? Vielleicht ist hier irgendwo der Ackermannsheinz. Kennt ihr denn noch bei mir aus Let's Play The Evil Within 1? Da habe ich immer diesen Kettensägen-Typ, diesen Fettsack. Der war bei mir immer der Ackermannsheinz. Oh, hoppla. Bitte, lasst jetzt den Künstler hier sein. Bitte nicht. Oh, Mann. Na gut, der hat sich gerade zu einer Pfütze Glipper verwandelt. Deswegen nehme ich mir doch die 3 gerade mal mit. Genauso wie Sicherungen, die sind auch immer gut. Können wir schöne Sachen basteln damit. Okay. Was gibt's dann hier noch außer Tote? Ja, der gute Ackermann. Der Ackermanns-Heinz. Und später war der ganze Clan komplett, der ganze Ackermanns-Clan. Ein Tutorial wurde hinzugefügt. Ölfass. Das ist doch ein schönes Tutorial. Ölfass umtreten. Ölfass umtreten. Ja, ich weiß. Komm schon, Ölfass. Also, so geht das. Und dann kommt der Glibber raus. Dann baller ich einmal drauf. Das ist aber kein Öl, das ist doch Benzin. Guck das doch mal an, das ist doch durchsichtig. Wissen die Macher nicht so unterscheiden zwischen Öl und Benzin? Oder denken die, der Durchschnittsarmy rafft das nicht? Das ist doch das Zeug, was wir aus der Wüste kriegen hier. Ich glaube, dass der Durchschnittsarmy echt so denkt. Öl, das ist doch das Zeug, was wir aus der Wüste kriegen. Nee, hier kommen wir mal nicht hoch. Und hier müsste es aber durchgehen. Wutsch, nö. Will er nicht. Da hat man das Tutorial Ölfass jede Menge gebraucht. Da können wir aber bestimmt durchschießen, oder? Nett? Hey! Warte mal. Halte mal eine Gaula. Wie kriegen wir das jetzt hier? Wie war da nochmal? Waffenlose Schläge, war das so? Ja, genau. Wie kommen wir jetzt darüber? Das ist jetzt die Frucht. Oder wirklich Tutorial Ölfass. Scarin hört nur zur Hälfte zu und fühlt sich beleidigt. Wieso das? Ja, das hat uns jetzt tierisch gebraucht. Ach so, er ist ein Viertel-Ami. Sorry. Da ist aber auch 3/4 was anderes mit dabei. Insofern steigert sich die Intelligenz dadurch exponentiell. Ein ganzes Viertel. Ja, das ist immer so was Schönes, wenn man sich Hauptsache beleidigt fühlt, wenn jemand was sagt. Aber sorry, ich hab halt einfach einen Schlappschnut. Ich babbel halt einfach viel dummes Zeug. Ich will ja niemand direkt beleidigen. Ach ja. Ja, das ist ja jetzt scheiße. Hier komme ich nicht durch. Und, hier kann ich ja nirgendwo drüber klettern. 3/4 ihrer. Dadurch hat sich die Intelligenz wieder, ja genau. Scheiße. Apropos dumme Leute und so, wie komme ich jetzt so durch? Ich meine, jetzt bin ich gerade wieder der Blödmann, weil ich mal wieder keine Ahnung von Tuten und Blasen hier habe und weiß nicht, was ich hier machen soll. Verdammt mich nochmal. Dafür spiele ich das ganze Jahr blind, muss man auch dazu sagen. Also, nochmal für ganz blöde. Hier ist verschlossen. Das kriegt man nicht auf. Hier haben wir nichts, woran wir rumschrauben könnten.
Die Kiste lässt sich nicht bewegen. Hier unten drunter kommen wir nicht durch. Nee, das geht nicht. Die Wegfindung. Exe has stopped working. Ja, das ist Massive Error, würde ich sagen. Oder Epic Fail. Also bei mir generell mit Wegfindung. Ich bin froh, dass in meinem Auto immer Navi drin ist. Ich stehe teilweise so sterbe, wenn ich kein Navi bei mir hätte. Okay, also das bringt uns jetzt nicht viel. Ich komme zwar hier rein. Schön und gut. Aber hier geht's nicht durch. Und mein Tutorial Ölfass hat mir jetzt auch nicht gerade viel gebracht. Das Ölfass habe ich zerschossen. Und nix. Wenn ihr irgendwas wisst, gern kommentiere. Wirklich, gern kommentiere. Ansonsten irre ich hier wieder durch die Gegend rum. Komme ich von hier irgendwie? Nee, da komme ich natürlich auch nicht rein. So klar. Da haben wir auch nichts, wo man drauf ziehen könnte oder so. Keine Ahnung. Eventuell finde ich auch irgendwo einen Schlüssel dafür. Man weiß es ja noch nicht. Keine Ahnung. Dafür spiele ich so auch das erste Mal. Okay, wir gucken jetzt mal drauf. Da ist noch ein Gebäude, in dem ich ja nicht drin war. So. Aha. Da stehen mal da Leute wieder die Topfpflanze. Jonk. Und da kommen wir nicht durch. Da hat Mobius schon dicht gemacht. Helfen, du weißt ja, ich bin nur hier, um dich leiden zu sehen. Ja. Das kennen wir ja, das alte Spiel. Aber derzeit leide ich ja noch nicht so sehr, weil es ja auch noch nichts zu leiden gibt. Leide wäre ich erst wieder, wenn... Wie, der guckt hier in die Mülltonne. Flattert der jetzt gerade die leere Mülltonne, oder was? Das ist Sache Kunst, aus einer leeren Mülltonne irgendwas rauszuziehen. Ah, nicht verkehrt. Ja, ich leide erst wieder, wenn die Alt wieder kommt. Ach, da ist mal einer. Kuckucks. Ach, der lebt ja noch. So ein dummer Hund. Nee, aber irgendein anderer hat uns anscheinend gesehen oder gehört oder bemerkt oder was weiß ich was. Boah, an diese Fusselmusik. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Da haben wir Nägel haben wir noch mitgenommen. Geil, die wollte ich schon immer mal haben. Oh, das sieht aus, als wäre da was drin, oder? Hallo, mein Freund. Aber schön gemacht. Schöne kleine Zwischensequenz. Und weg. Ne, also sowas gefällt mir ganz gut, wenn so schnell gemachte kleine Zwischensequenzen immer wieder sind. Nicht schlecht. Da hat noch so schön die Schleifspur hinter sich hergezogen. Da kommen wir auf jeden Fall nicht mehr raus. Gucken wir nochmal, was er bewacht hat hier, der Gruftwächter. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ne, ich hab mich auch nicht erschreckt, also... So what? Das war jetzt auch nichts Schlimmes oder so. War aber auf jeden Fall ganz schön gemacht. Du kannst schon wieder zurückspulen. War echt nicht schlecht. Schön die Zwischensequenz, war einfach mal so. Oh. Oh, nee, du ist eine Kamera. Ich vermute, ihre Kumpel lungert hier irgendwo wieder rum. Eigentlich müsste ich jetzt wieder Double Tap machen, aber so what. Was haben wir dann hier Schönes? Was hat der bei sich? Das gefällt dir doch nur, weil es ohne Sequenz ein Schocker gewesen wäre. Ja. Oh, cool, die zweite Pistolenmunitionstasche habe ich gefunden. Das ist natürlich unglaublich praktisch. Sehr schön. 2 von 5 habe ich insgesamt gefunden. Das ist doch auch ein schöner Anreiz, die optionale Sache zu machen. Dass man auch solche schöne Belohnungen dafür kriegt. Oh, warte mal. Halte mal den Gaul an. Da hat doch irgendeiner jetzt irgendeine Schnur gespannt, oder? Ich bin doch nicht dumm. Warte mal. Da hat doch irgend so ein Affekopf jetzt eine Schnur gespannt. Warte mal. Na? Okay. Dann muss ich halt wirklich jetzt durchrennen. Ja. Klar, das war so logisch. Das war gut, der Schuss. Okay. Gut. Das hätten wir. Jetzt müsste der nächste noch kommen. Die Zeitlupe ist auf jeden Fall ziemlich cool. Okay, nee, das war schon klar, dass sowas passiert, weil ich meine, ich bin ja nicht blöd. Ich habe ja schon eindeutig gesehen, dass da was gespannt war.
Aber hätte ja auch sein können, ja, egal, wie dem auch sei, wir haben es gepackt, wir sind raus aus dem Loch. Und was war dann das jetzt? Gerade mal auf der Karte mal gucken, wo das ist. Ah, okay, das war hier Mitte drin in der Pampa. Wie das in der Lagerhalle aussieht, habe ich immer noch nicht gecheckt. Also, ich kann jetzt auch ewig da nochmal drauf rumhocken. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich großartig produktiv ist und ob man da erstmal weiterkommen. Kommen wir da rein? Nee, so wie es aussieht, kommen wir hier nicht rein. In der Zug. Das ist auch der Rand von der Weltkarte hier erst einmal. Oder von unserer Gebietskarte erst einmal. Da kommen wir mal noch nicht durch. Okay, aber hier. Hier geht's. Sehr schön, dann flattern wir jetzt erstmal hier die Züge durch. Oh, was für fette Ratte. Hier gerade ein bisschen arm geknuspert. So ein dekorativer Torsen hier. Ja, ich will euch nicht bei eurem Mahl stören, keine Angst. Also ich esse es euch nicht weg. So hungrig bin ich dann auch nicht. Hier ist sonst nix. Dann... Mysteriöse Maske. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Das finde ich fair. Mysteriöse Maske erhalten. Allein schon für das Ding wird es sich wahrscheinlich gelohnt haben. Vielleicht schaltet es ja irgendwas frei, ich weiß es ja nicht. Schauen wir mal. Und es sieht ein bisschen aus wie Sido auf Agro-Trip, das Ding. Und was haben wir denn hier noch? Nix. Okay. Die Dishonored-Maske. Nee, ich glaube, die sieht ein bisschen anders aus. Die Maske aus Dishonored. Echt? Easter Egg? Denkst du? Ich glaube, die in Dishonored sieht ein bisschen anders aus. Okay. In Terminator. Hi, Scorpion an der Stelle. Hi, freut mich. Da ist doch wieder jemand, oder? Das wäre so ein hässlicher Kasperkopf. Na gut. Halte mal die Gaulader und schleichen wir halt hier nochmal. Doch. Ach, hi André, du auch wieder hier. Sehr schön. Und, ja, okay, da ist es halt die Maske aus Dishonored. Alles klar. Ach, du hast zweimal geschrieben. Sorry, wenn ich das S immer sehe, dann sehe ich immer nur Syldraka, beziehungsweise denke halt die Mayo Syldraka halt. Beziehungsweise Syldraka mit Skarin. Aber, in dem Fall habe ich jetzt dich gar nicht explizit so gesehen. Sorry, wenn ich dich da übersehe habe, wirklich. Okay, dann meucheln wir nochmal die Kanaille hier. Komm schon her, du. Gesicht. Und... tot. Habe ich schon vermutet, kein Ding. Ja, trotzdem, sorry, es tut mir ja dann leid. Wupp. Wupp. Jetzt brauche ich die fette Kaliber. Und tschüss. Hinter mir ist wahrscheinlich auch noch jemand. Ja. Damit habe ich gerechnet. Okay. Gut. Dann haben wir die Gestalter auch noch alle erledigt. Jetzt delektieren wir uns an ihre Hinterlassenschaften von Hirnschmodder. Und sammeln insgesamt 900 Ei. Das ist doch mal was. Das ist nicht verkehrt. Wir sind das Kollektiv und Scorpion haben wir wahrscheinlich auch übernommen. Ja, sieht wohl so aus, als wäre die jetzt so Dreier-Kollektiv. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Vermählung ist im Anschluss an das Stream dann. Und das ist dann euren Stream, nicht meiner. Ja, ich hab's doch gewusst, dass der wieder aufsteht, wenn ich vorbeigehe. Ja, so Leute, die sehen verdächtig aus. Deswegen schieß einfach auf alles, was auf dem Boden liegt. Weisheit des Tages. Von mir kam das mit dem Rauchen gegen Stream und kein Schocker wegen... Ah, okay. Sorry, ich habe das echt für Syldrakas gehalten. Das tut mir dann echt leid. Ich meine, ich will ja jeden hier von euch entsprechend würdigen dafür, dass ihr hier euer Zeit in Anspruch nehmt und dass ihr euer Zeit hier opfert dafür und dass ihr bei mir hereinguckt. Da ist es schon etwas gemein, wenn man das nicht wertzuschätzen weiß. Upp, was ist denn jetzt? Resonanz wurde protokolliert. Was ist denn das hier? Resonanzpunkt wurde protokolliert. Okay. Ah, bin ich jetzt hier bei der... Ja, okay. Kein dem hat hier direkt los kommentiert, anstatt halt zu schreiben.
Stimmt. Oh, nee. Ich will keine ekelhafte Szene kriegen. Oh, Mann. Aber 7 Leute im Zimmer schon. Heidewitzka, das ist ja fast doppelt so... Das ist ja fast wirklich doppelt so viel wie in der letzten Mal. Wie beim letzten Mal hier. Dieses Ding, das mich verfolgt, war das ein Geist? Ich halte es nicht aus. Leise sein. Dieses Ding, das mich verfolgt, war das ein Geist? Es sah nicht aus wie die anderen. Was ist hier nur los? Ich halte es nicht aus. Ganz ruhig. Es darf mich nicht hören. Dieser Zug ist der einzige Weg raus aus Union. Warum fährt er nicht? Wo sind alle hin? Was war das? Oh Gott, nein! Nein! Bleib stehen! Lass mich! Nein! Solange ich den Geistern begegne, ist alles in Ordnung. Erinnerungsfragmente 3 von 24. Und rotes Gel haben wir auch noch exakt ausgezeichnet. Damit können wir wieder schöne Fähigkeiten freischalten. Und hier kommen wir Anime raus. Okay, dann haben wir, glaube ich, diese Zug-Side-Quest auch noch erledigt. Ja, wir sind aber hier schon fast wieder bei dem anderen Punkt. Wo dann wieder die nächste Side-Quest stattfindet. Mit einer Abtrünniger. Ich hasse Abtrünniger. Okay, ich renne jetzt einfach mal hier durch, ab über der Haufe. Habe ich da gerade eben so ein Kadaver noch aufgewühlt? Igitt! Rübergerannt und haben den Kadaver mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Und nee, hier kommen wir also nicht raus. Da muss ich ja wieder bis ganz zum Schluss. Und lauert hier noch irgendjemand auf mich oder irgendwas? Anscheinend nicht. Dann können wir wieder rausgehen. Fröhlich die Gartenpflanze stehlen von den Leuten. Und dann sehen wir mal weiter. Joink. Und jopp, da ist noch ein Gebäude, in das können wir auch noch reingehen. Ich würde sagen, wenn wir wirklich alle Dinger nochmal durchsucht hätten, dann gehe ich jetzt auch nochmal in das Lagerhaus rein. Leichen durch die Gegend treten. Yay, genau. Großes Hobby vom Bastel, das liebt er. Mitchell & Sons Construction. Na, von dir klaue ich erstmal nochmal die Zimmerpflanze. Flasche haben wir anscheinend genug. Joink. 10 Kraut. Okay, Moment, der sieht aus, als würde er nochmal aufstehen. Und... Komm schon. Jep, wusste es doch. Mittlerweile kann ich ja relativ gut erkennen, die Leute, die wieder aufstehen. Und der Truck wackelt. Ich glaube, da sind auch so ein paar Knusper-Knusper-Knäuschen dabei. Achtung. Jo, das war schon irgendwie logisch, dass das kommen wird. Aber so viele auf einmal. Gewittert dunner Keidel noch einmal. Na, komm mal her, ihr Buber. Uiuiui. Ach du liebe Zeit. Liebs Herr Gettel. Uff. Okay, nochmal Flasche über der hässliche Dates gezogen. Und... Okay. Jetzt du nochmal, du Widerling. So. Puh. Gewittert dunner Keidel noch einmal. Trophäe erhalten in Kupfer. Gassenhauer. Ja, nicht schlecht. Straßenschläger wäre auch nicht übel gewesen, so als Name von der Trophäe. Jetzt gucken wir noch mal, was dieser Haufe von Widerlinge hier gehütet hat. Und so. Ach, gar nichts haben sie gehütet. Ah, doch, da haben sie was. Schrotmunition auf jeden Fall und ein Erste-Hilfe-Köfferchen. Ja, das könnte man eigentlich jetzt ganz gut gebrauchen. Weißt du was, das petze ich mal jetzt gerade rein. Mach das doch. Bastel. Zuerst die Reihe. Können wir den nämlich mitnehmen. Ausgezeichnet. Auto Repair Shop. Ne. Gehen wir erstmal hier zu Constructions and Hillbilly. Genau, Mitchell & Sons Construction, sowas. Und was ist hier Schönes drin? Lecker Gel. Kommt noch mehr lecker Gel raus? Das ist mein liebster Drink. Nochmal lecker Gel. Und... Nicht schlecht. Also wenn das ewig so hält, dann hocke ich jetzt noch bis um 9 hier dran, dem Ding, und hole mir Millionen Mol Gel. Ah nee, jetzt kommt nichts mehr. Blöder Automat. Nee, da geht nichts mehr.
Aber immerhin, wir haben fast 1000 Gel hier abgezwackt aus dem Automat. Das ist doch auch mal nicht schlecht profitabel, würde ich sagen. Die dumm. Okay, bei der Autoreparatur ist wahrscheinlich die Sidequest, deswegen versuche ich erstmal hier reinzukommen. Nee. Hör dir doch mal die ganzen Resonanzpunkte an, die ganze Zeit blinken. Ja, ich mag doch aber erstmal die Gebäude noch durchsuchen. Ich weiß ja, dass der Blinkerich jetzt eigentlich zu der Sidequest gehört. Von daher wollte ich jetzt erstmal hier bei Mitchell and Hillbilly noch mit reingucken. Ob wir da irgendwas finden. Aber anscheinend komme ich hier nicht rein. Das ist etwas schade. Deswegen mag ich hier den Resonanzpunkt jetzt nochmal. Jetzt können wir uns das Ganze reinziehen hier. Das ist kein Thema. Union Auto Repair. Ja, da haben wir so. Moment, ich mag mich aber erst nochmal umgucken, ob es hier noch Kruscht gibt. Eine Sicherung, hier geht es aber bestimmt nach einer Werkbank, hundertprozentig. Also wenn hier keine Werkbank ist, dann weiß ich an, wo man es im Spiel noch integrieren könnt. Was aber dem Spiel irgendwie auch sehr gut gefällt, nochmal Nägel, ist, dass man eigentlich nie wirklich sicher ist. Meist zum Beispiel an so einem Ort, an irgendeinem Haus, an so einem Leere, und dann versucht man rauszugehen und dann kommt man nochmal in irgend so schöne Sequenz mit rein. Das finde ich schon ziemlich toll hier bei dem Spiel. Also man fühlt sich nie wirklich so richtig sicher und es kann immer wieder irgendwas passieren. Das ist schon ziemlich gierig. Okay, was haben wir dann noch? Hier haben wir noch ein paar Nägel. Und hier unten auf dem Boden ist nix. Und hier ist auch nix. Und da sind die Kasper, aber vorher will ich noch stehlen, was geht. Und ja, dann können wir uns die jetzt hören. So. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. Ryan hier, bitte melden. Ich habe einige dieser Dinger im Raum unter der Lackiererei eingesperrt. Bin jetzt unterwegs zum Besucherzentrum. James, hörst du mich? Scheiße. Hier drunter ist ein Lager? Da muss ich hin. Ja, da muss ich hin. So sieht's aus. Ein neues Signal. James, wo zum Teufel bist du? Schwing deinen Arsch zum Besucherzentrum. Du wirst nie glauben, was... Na dann Okay. auf zum Besucherzentrum. Okay, aber vorher will ich erstmal das Lager hier noch knacken. Weil wenn schon, denn schon, oder? Joink, joink. Okay. Joink, joink, joink. Nee, warte mal. Der macht 5er. Der macht noch 2. Ja, der macht 4er. Nett. Und so und so. Das bringt uns aber nicht so viel, oder? Nee. Eigentlich so und so. Quatsch, so und so. Aber das ist anscheinend zu viel. Warte mal. So, so. Nee, das ist auch zu viel. Und so. Und dann so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so. Und so. Ah. Ewe wird ein Schuh draus. Okay. Perfekt. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Ausgezeichnet. Hier knistert irgendwas. 2 und 4. Wo bist du? Ah, da bist du. Alter, bist du hässlich. Okay, dann machen wir das halt auf die altmodische Variante und schlitzen dich mit der Axt auf. Alter, das ist ein hässliches Gollum-Vieh. Dafür hat sie 1200 Glibber bei sich. Nicht schlecht. Die kamen von dort raus gegredelt, oder? Okay. Ja, da wo sie hingehört, in irgendeinen so einen hässlichen Nebenraum. Spritz kann ich mir auch schon reinpfeifen. Schon gut, hab 2 Sekunden vorher geschrieben, bevor du es gelöst hast. Ja, gar kein Thema. Wie gesagt, wir haben hier eine 10 Sekunden Verzögerung. Insofern absolut kein Thema. Ich bin überhaupt froh, dass hier jemand hilft und mich nicht nur leide sehen will. Na, Sülli? Sülli, nee, das klingt irgendwie schlecht. Syltrakar, bleibe ich dabei. Sülli, das klingt irgendwie so noch türkischer Gebrauchtwagenhändler, ich weiß nicht. Das passt auf jeden Fall nicht. Machen wir mal hier auf. Kommen wir auch wieder zu dem Computer, wo das Lager dann wieder ist.